Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen, wohlwissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg. Sämtlichen unserer Befürchtungen zum Trotz entlohnte uns das Schicksal nach langer und beschwerlicher Reise mit einem hübschen Flecken Erde, für den wir alsbald Besitz beanspruchten. Harter und unerbittlicher Einsatz unter Aufwand sämtlicher Kräfte versetzten uns indes in die glückliche Lage, innerhalb kürzester Zeit eine wohl florierende Wirtschaft und ein beschauliches und lebhaftes Städtchen unser eigen nennen zu dürfen. Frieden und Harmonie zierten unsere stattliche Heimat und bildeten eine Oase gnädiger Ruhe und einträchtigen Zusammenlebens. Bis zu dem Tage, an dem machthungrige Neider auf unser Glück und unseren Wohlstand aufmerksam wurden. Unerbittliche Schlachten brannten die gar schreckliche Fratze des Todes unauslöschlich in das Antlitz unseres Städtchens ein. Als schlussendlich nichts mehr wert war, noch darum zu kämpfen, schlossen wir neue Bündnisse und Handelsabkommen, die unseren Träumen und Hoffnungen zu neuen Höhen verhalfen. Frieden und Wohlstand hielten alsbald wieder Einzug. Nun, da ich alt geworden, überreiche ich euch, mein junger Freund, den Kelch der Redlichkeit. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst anno 1602. Es wird mir ein Vergnügen sein, mein alter Freund. Und damit herzlich willkommen, Freunde, zum ersten Teil der vierteiligen Reihe über die Anno History Collection. Angefangen von Anno 1602 bis zu 1404. Und ja, ich meine, 1602 ist der erste Titel der Anno-Reihe. Man hat es klar natürlich jetzt im Intro gesehen, das hat man jetzt nicht großartig überarbeitet bei dieser doch, nicht gerade eine Recollection Edition, aber doch eine, sagen wir jetzt mal, HD-Version. Und deswegen sah es doch ein bisschen zum Teil sehr pixelig und so weiter alles aus. Aber ich bin gespannt, was alles noch passieren wird und ob dieses Spiel natürlich auch bei euch gut ankommt, nicht wahr? So, wir können hier nochmal auf das Intro gehen, machen es natürlich nicht. Wir können die Credits angucken, auch nicht nötig. Optionen haben wir hier noch nichts, oder nicht, ja, doch noch nicht so viele. Im Vergleich zu anderen Anno-Spielen, aber generell stimmt eigentlich alles, aber schon mal so weit gemacht. Und da würde ich mal sagen, legen wir direkt los mit Einzelspieler. Theoretisch können wir die Einführung und so weiter alles machen, aber ich glaube, der Kampagne auch nicht, weil das wäre eher etwas für ein Let's Play, was ich mal Bock hätte. Einfach mal so alle 4 alten Anno-Teile einfach mal so wirklich jeweils die Kampagnen zu zocken. Einfach mal auch, weil von 14.04 bereits die Kampagne gezockt. Ich glaube 17.01 hatte gar keine Kampagne, wenn ich mich richtig erinnere. Jo, naja. So, jetzt erstmal, ich würde aber sagen, wir machen hier mal eine Sektion neue Abenteuer, weil das gab es, glaube ich, nur hier. Oder nur bei 16.02 und bei 15.03. So. Der Auftrag. Nachdem ihr Hasenherz besiegt hattet, merkt ihr doch recht schnell, dass Dörrfisch nicht der ist, den er sich ursprünglich ausgegeben hatte. Kein Plan mehr, wer die Typen waren. Weil, wie gesagt, das ist, ich glaube, das war irgendwie Anno 1890. Wo die Spiele oder damals 16.02 rauskamen, also ist echt schon lange her. Den Raffgier, ich weiß sogar nicht, ob das damals noch auf meinem Windows 98 oder Windows 2000 Rechner, also sprich dem vom Vater, noch installiert gehabt. Alter, hab da jemals am Wochenende gezockt, aber egal. Ich schweife gerade vom Thema ab. Den Raffgier treibt ihn dazu, alle Gewürze an sich zu reißen, welche die kleine Inselwelt zu bieten hat. Schafft Abhilfe und entledigt ihn dieses Monopols. Ja gut, dann mach einfach mal gucken, was passiert. Nennt eure Namen, wir sind, wie könnte es anders sein, Sir Michael. Wählt eure Fahne. Natürlich, mein Freund. Wir zocken heute, weil ich es noch nie gemacht habe, in Gelb. Ja und nun? Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Schön.
Das ist also meine Stadt jetzt. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ich muss hier... Moment, das machen wir jetzt ein bisschen anders. Weil wir hatten damals bei 16.02 noch nicht die Option, wenn ich da mit der Maus hin und her geswitcht habe. Ja. Was ich sagen wollte, dass ich damals noch nicht so mit der Maus hin und her scrollen konnte. Das muss ich jetzt noch mit der Tastatur machen. Aber kein Problem. So, tiefer scrollen geht auch nicht. Wir gucken erst mal. Was irgendwie ein bisschen creepy klingt. Weil die Aufgabe selbst ist ja... Ja, ich hatte eigentlich eher irgendwie gehofft auf noch ein bisschen mehr Informationen vor allem. Okay, was wir alles bauen können. Ja gut, das ist unser Stadtteil. Die haben eine Kirche. Das dürfte wohl eine Art Marktplatz gewesen sein. Und die Häuser... Eigentlich ein Häuser haben wir hier. Ja, gut. Okay, es wurde ein Handelsvertrag angeboten. Okay. Roter Spieler. Hey, wieso roter Spieler? Hier ist meine Insel hier. Und jetzt auf generell... Nee, nicht. Was ist denn das hier? Filme und Sprache. Musik und Effekte. Spielstand in HD. Mhm. Auf der ganzen. Das wäre eine Option. Ja. Aber wie genau soll das jetzt machen? Spieloptionen ansehen. Warte mal. Oder ganz kurz gucken. Muss doch erst wieder ein bisschen einfinden. So, jetzt aber. Spielstatistik. Okay, dann haben wir hier. Roter Spieler. Keine Ahnung, wer jetzt der rote Spieler ist. Na klar, also irgendwo auf den Inseln hier sein muss, sehe ich schon. Aha. Ja, und jetzt soll ich mir die Insel übernehmen, oder was? Weil ich das richtig sehe. Kann bitte mal wieder ein bisschen, Dankeschön, ein bisschen heller werden. Okay, also man sieht, es ist ein älteres Ahn. Man sieht es sehr, sehr deutlich, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen hochskaliert wurde und so, aber man ging nicht irgendwie mit dem Filter drüber und hat alles irgendwie optisch verschönert und so. Weil es gehört ja auch ein bisschen, ja doch kann man so sagen, es gehört ein bisschen ja auch zum Charakter eines Spiels. So wie es ja damals auch gestylt wurde. Und 16.02 ist halt so. So wie man es hier sieht. Wenn mich irgendwie die Kampagne schon interessieren würde. Vielleicht können wir ihn doch noch ganz kurz angucken. So, Puerto Pablo, aber da ist nur die Stadt, da ist nicht der Typ so. Hatte ich damals auch nicht die Option, dass er gucken konnte, wie meine Mitspieler hießen. Ich glaube, das ging damals noch nicht. Also so wie man es halt kennt, so mit Beziehungen oder so. Also zumindest mit den Schalterbeziehungen. Gut, hier haben wir jetzt eigentlich mal davon überzeugt, dass wir tatsächlich keine weitere Insel haben. Jetzt ist halt die Frage, ich meine, klar kann ich jetzt da auf die Insel zu gehen. Ich meine, es geht darum, dass ich ihn seines Monopols entledige. Wir sehen, wir haben auch eine Kanonengießerei und alles. Wir haben sogar eine kleine Werft. Die wirft zwar nicht so viel ab, aber egal. So, wir haben ja auch Kanonen, auch wenn das Symbol ein bisschen creepy ist. Okay. So, hier 4 Kanonen ausgewählt und jetzt schick sie wieder zurück. Das wird das Lager sein. Jetzt halt die Frage, soll Ralf mal irgendwie ein neues Ding bauen? Und quasi sein Konto, sage ich jetzt mal, zu sprengen, weil ich glaube, großartig übernehmen, wie wir es aus anderen Nano-Teilen kennen, geht, oder beziehungsweise ging hier noch nicht. Das ist das Handelsschiff, also erstmal ein kleines Kriegsschiff bauen, das geht sogar direkt.
Muss fragen, macht das jetzt bereits? Ich glaube schon, wa? Die Musik. Ja, ist halt jetzt die Frage. Einfach hier Konto zerstören, eigene Sim pflanzen und dann alles übernehmen und fertig, das war's. Ich weiß nicht, ich meine, wenn eine Option es so geht. Ah, okay, doch, ist es dran. Ist nur noch ein bisschen sehr langsam. Ich glaube, ich konnte die Spielgeschwindigkeit damals erhöhen mit irgendwelchen F-Tasten. Ich glaube, F7 war es, oder? Okay, F5 wäre Normalgeschwindigkeit, F6 glaube doppelt und F7 ist vierfache. Aber die Frage, ob es wirklich das ist. Was ist denn hier los? Die Pest? Also der Sensenmann, Was ist denn das für eine Musikauswahl? Ist ja voll creepy. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff. Schade, der hatte vielleicht irgendwie größer ansagen oder so. Ging aber offenbar nicht. Schade, schade. So. Ja, jetzt habe ich ein kleines Kriegsschiff. Schön. Soldaten sind ausgebildet. Ja, in Anführungszeichen. Ist das natürlich auch korrekt. Ich bin natürlich hier am Ding. Verkauf anbieten. Nee, ich würde gerne handeln. So, also handeln, in Anführungszeichen. Ich brauche erst einmal. So, Werkzeug und Holz, falls ich jetzt wirklich ein neues Konto bauen sollte. Da kommt Piraten gerade an. Was? Wie heißt das Teil? Amerika. Hat was. Gebt Breitseite! Eure Siedlung wird beschossen. Oh mon Dieu, es sind Piraten. In die Wanten! Sag mal. Eigentlich solltest du kämpfen. Okay, vielleicht schlägen gar keine Kanonen. Warte mal. Ah, jetzt. Okay, das war damals noch ein bisschen anders. Man musste die Kanonen, die man an Bord hatte, erstmal ausrüsten, damit sie überhaupt angreifen können. Okay, so ging das damals. Ach du Scheiße. Da muss ja erstmal auf die Idee kommen. Nee, keine Waren über Bord werfen. Ich würde gerne irgendwie etwas an Bord holen, wenn es geht. Oh, hab's versenkt, krass. Ei, ei, Captain! Und ich habe sogar noch 4 Kanonen. Jetzt so ins Lager. Hä? In die Wanten! Habe echt nicht mal so einen Kopf, dass es so ging. Und jetzt, wie kann ich die Waren an Bord Neue holen? Einheiten sind bereit. Setzt neuen Kurs. War vielleicht zu spät oder so? Kein Plan. Setzt die Vorsegel. Und dann die Nachsegel. Okay. Ja, der ist eindeutig natürlich jetzt noch ein bisschen verwirrend. Ich hätte auch zuerst das Tutorial starten können von wegen, hey, du musst das und das machen und so und so. Aber es wird auch irgendwie dann ein bisschen zu langweilig. Warte mal, die kann ich jetzt... Ja, dann bloß Waren tauschen, dankeschön. Noch ein paar Kanonen an Bord? Nö. Ah doch. Ein Tonne Kanone. Dankeschön. Ankerlichten. Das mal schnell anders. Wenn ich hier 4 Stück habe, würde ich sagen, ich teile die mal ein bisschen auf. Ich war eigentlich das mit der Reparatur schon wieder. Ich glaube, ein Reparaturkran gab es damals noch nicht. Aber brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Noch nicht zumindest. Hä? Ah. So, und dann kriegst du noch ein paar. Jetzt kannst du theoretisch die ausrüsten. So. Das ist auf ein Schiff. Schiff. Was ist ein Schiff genau? Interessiert keinen. Okay. Das Pirat einfach so ein Konto angreifen.
Du, du. Du, 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 du. Wobei wohlgemerkt, oh, Seeungeheuer. Jetzt würde ich jetzt sagen, hey, hier angreifen müsste ich ja mit ihm jetzt, wenn es überhaupt noch irgendwie jetzt geht, wenn ich überhaupt wüsste wie. Bei ihm jetzt sagen, Friedensvertrag brechen, will man direkt angreifen, wa? Hä? Okay, und jetzt? Gebt Breitseite. Okay, ist doch mit Rechtsklick. Kein Plan, ob das wirklich... Okay, was ist jetzt passiert? Hä? Er sollte angreifen. Breitseite. Gebt Breitseite. Volle Breitseite. Eben geht doch. Er ist ein bisschen seltsam, da kann ich draufklicken. Ich sehe eigentlich gar nichts. Es echt so geht, wie es... Okay, und sie hören auch plötzlich auf. Volle Breitseite. Was sagen jetzt noch Kanonen? Eine Einheit wurde ausgebildet. Gebt Breitseite. Gebt volle Breitseite. Ja, aber irgendwie will er nicht. Hä, kann ich jetzt schon ein neues Konto machen hier? Nee, glaube nicht, oder? Wie war das damals schon wieder? Wir haben jetzt gerade die Info bekommen, dass neue Einheiten ausgebildet wurden. Ja, die Frage war jetzt bloß, wo schon wieder? Da ist die Kanonengießerei. Sie gießt fröhlich vor sich hin, okay. Wo habe ich denn hier? Da hatte ich damals die Einheiten. Das soll ich eigentlich irgendwie sehen. Badhaus natürlich ganz wichtig damals, 1602 und so. Feuerwehr, Wirtshaus. Aber konnte ich die eigentlich auch beladen, die Infanterie? Bin auch leicht gewundert. Das wären sowieso nur die Waren, aber wo habe ich denn... Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, wir haben die Feuerwehr irgendwo. Genau da. Das ist schon unterwegs. Hä? Was ist das denn hier? Okay. Ganz, ganz seltsamer Einstieg hier in dieses Let's Play. Also, Let's Play, Fragezeichen natürlich. Oder Anführungszeichen. Ausrufezeichen, Schlusszeichen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, schön. Das heißt, irgendwie verdorrtes Feld und so. Ja, ich kann ja Gewürze anpflanzen, ist ja schön. Jetzt würde ich da gerne angreifen. Hä? Ich hab doch gar... Ich bin doch mit ihr im Krieg hier. Auch das klappt nur teilweise mit dem Angriff. Das ist irgendwie ein bisschen creepy. Ich kann nicht erinnern, ob das damals auch schon so war. Aber vielleicht ging es halt damals über die Jahre, sag ich jetzt mal, beziehungsweise jetzt halt über die Konvertierung. Hier irgendwie damals noch halt Low-Quality Game, jetzt halt zu High-Quality. Die sind vielleicht irgendwie ein bisschen verloren. Volle Breitseite! Volle Breitseite! Gebt Breitseite! Ja, sie greifen nicht an. Warte mal, ich gehe wieder Full Speed. Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Volle Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Also, sobald es so ist, bis hierhin kann ich angreifen, jetzt nicht mehr.
Aber ich würde gerne jetzt hier irgendwie ein Konto eröffnen. Darf mal ein Konto platzieren, das war eigentlich nicht so schwer. Wieso heißt eigentlich die Schiffe eigentlich gleich? In die Wanten! Hä? Da könnte ich jetzt hier irgendwie ein Konto öffnen. Sieht eigentlich nicht so aus, wa? Nö, steht jetzt ein bisschen quer, der Gute. Sehr, sehr creepy. Ja, Konto 1 wäre aber schon richtig eigentlich. Der Witz ist, ich kann es angreifen. Zum Teil. Ich klicke drauf, klicke drauf. Ja, also irgendwie... Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Vor allem, wieso heißen die beide gleich? Ist irgendwie auch ein bisschen creepy. Ja, sehr, sehr seltsam. Also man sieht, ein Teil vom Spiel funktioniert irgendwie. Oder es müsste irgendwie anders funktionieren oder so. Oder ich mache vielleicht auch alles falsch, kann natürlich auch sein. Hat er erst einmal das Tutorial zum Kampfsystem irgendwie erstmal lesen müssen. Aber das mit dem Angriff teilweise klappt, teilweise nicht, finde ich jetzt auch ein bisschen bedenklich. In die Wanten! In die Wanten! Ich klicke es an. Will schießen, geht nicht. Konto platzieren geht irgendwie auch nicht. Kann ich das Teil da abschießen? Setzt neuen Kurs! Aber wir sind ja auf Kriegsstatus. Nee, hä? Ich bin auf Kriegsstatus? Okay, gut, wisst ihr was? Wir machen es einfacher, Freunde. Bye, bye. Nee, komm, das bringt so nichts. Das bringt so gar nichts. Hallo, ich will hier bitte raus. Auf der Ganze. Nee, der Auftrag kann ich mal kreuzweise. Hallo, kommen wir jetzt hier wieder raus. Ende. So. Ganz creepy, was das war. Kein Plan, wie ich da hätte vorgehen sollen. Es gab nur eine Insel mit Gewürzen, wo ich eigentlich hätte das machen müssen, oder genau anzureisen. Keine Inselwelt zu bieten hat. Ich wollte den Konter bauen, ging nicht. Irgendwie das andere versenken oder irgendwie so, ging auch nicht. Truppen aber keine gefunden, mit denen ich ihn hätte draufsetzen können. Ganz, ganz creepy. Aber egal, vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe. Hat erstmal hier die Einführung, vor allem wenn es um Seeschlacht und Landgefecht und so geht, erstmal hätte lesen müssen. Und welche Mittel beim Seegefecht zur Verfügung stehen. Oh. Dann machen wir ganz kurz, Freunde. Unter welcher Flagge wollt ihr segeln? Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ein feindliches Schiff ist in eure Gewässer eingedrungen. Okay, ja, das ist klar, das hatten wir auch schon. Und wie? Im Kampfmodus bin ich und dann klicke ich es an. Okay, ich klicke darauf, nochmal. Es passiert nichts. Voller Breitseite! Jetzt nur mit Rechtsklick, also das mit dem Rechtsklick zum Teil klappt, zum Teil nicht. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Versenkt die Landratten! Ja, das haben sie in anderen Spielen dann doch deutlich besser gemacht. Wenn man es auch aktiv sehen konnte. Habe ich jetzt angegriffen? Oder kommt überhaupt ein Cursor oder so, was er genau alles machen kann?
Okay. Das war's soweit. Schön. Also nicht unbedingt das, was ich jetzt irgendwie wollte, aber es war trotzdem interessant. Alter, gut. Wisst ihr was, Freunde? Wir machen gerade mal ein bisschen Kampagne. Wir haben noch knapp 30 Minuten Zeit. Und ich will eigentlich möglichst viel, wie es geht, zeigen. Deswegen denke ich mal, hey, das ist Teil der Kampagne. Wer weiß, wie lange es dauert. Die Musik dreht auch ein bisschen durch. Auf der Suche nach neuem Land und neuen Abenteuern seid ihr mit euren treuesten Gefährten an Bord schon seit geraumer Zeit unterwegs, als sich eurem Auge endlich eine kleine, sehr einladend wirkende Gruppe von Inseln darbietet. Große Erleichterung bei euren Eurigen, die Wasservorräte an Bord drohten schon zu Neige zu gehen. Und auch sonst vermissen eure Mitreisenden die Annehmlichkeiten der alten Heimat mehr als euch lieb sein kann. Freudig macht sich euer Kundschaft auf den Weg, die Insel zu erkunden, doch schon bald müsst ihr eine enttäuschende Botschaft entnehmen, dass man euch zuvorgekommen ist und ein Konkurrent sich längst auf den ertragreichsten Inseln niedergelassen hat. Zähneknirschend gebt ihr dem Murren eurer Mannschaft nach und beschließt, ihnen eine Pause zu gönnen, und eure Vorräte aufzustocken. Erst wenn ihr eine Stadt für 100 Aristokraten aufgebaut habt, könnt ihr die Besten unter ihnen auswählen, um weiter in andere, ferne Länder zu ziehen. Wohlan, ihr wisst, was man von euch erwartet. So mehr oder weniger. Wählt eure Flagge. Ich wähle blau. So, und nun? Also, ist klar eigentlich, wir brauchen Ein Aristokraten. Konkurrent baut seine Städte aus. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Mach mal was. Ja, ich hab's schon. Was macht der denn hier? Erinnert mich an die eine Insel aus The Legend of Zelda The Wind Waker. Wobei Insel war eher so ein kleines Inselmonopol, aber es war auch so seltsam, sage ich jetzt mal. Eine richtige Bucht. Ja gut, dann also mehr kampagnenmäßig ist hier ein bisschen creepy das Ganze. Natürlich die Frage, wo gehe ich jetzt hin, wa? Ja, da wollen aber keine Ärzte. Hier hätte ich vielleicht welche. Und ich meine, es wäre das Beste für die erste Insel. Moment, kurz durchklicken. Wo bist du, Verena? Sag mal. Ei, ei, Captain! Ich wollte sagen. Du kannst doch einfach hier durchgehen, wenn ich es dir sage. Oh, viele Kanonen an Bord. Ich meine, 10 sind ausgerüstet. Ich habe noch irgendwie 10 hier. Ich frage mich gerade wieder, wie das damals war mit den Kanonen, die halt. Also klar, man muss die ausrüsten im Kriegsgefecht. Das ist auch cool. Wir haben jetzt gerade gefragt, wie das schon wieder war. Bezüglich der Haltbarkeit. Ob die auch kaputt gehen konnten oder so, oder ob die einfach nur die Feuerkraft erhöht hatten und fertig. Weil dann kann ja theoretisch einfach bis 20 Kanonen auf. Nee, okay. Ja, logisch, gibt halt Schiffe, die haben nur so und so viele Kanonen zur Verfügung. So, das meint der Freund mit dem Kontor. Das muss es doch geben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Dankeschön. Wir haben Gewürze, Kakao, Baumwolle, alles 50%, beziehungsweise Gewürze sogar 100%. Also kurz warten, vielleicht kriegen wir was mit den Erzen geliefert. Hier hinten, was ist das hier hinten? Mache erstmal ein Konto. Wohl dann, hätten wir die Insel schon mal. Was natürlich nicht schlecht ist, so wenn ich schon mal so viele Dinge habe, Kakao, Baumwolle und Gewürze, wäre es vielleicht besser, wenn ich mir noch eine andere Insel hole, die ich als Hauptinsel fungieren lasse. Bin noch ein bisschen unschlüssig, aber wir gucken mal. Schicken wir ihn mal nach oben. So, natürlich mit 4-facher Geschwindigkeit. Wir wollen ein bisschen hinne machen, nicht wahr? Ja, also, ihr seht, ist wie gesagt, ist der erste Teil der Anno-Saga. Anno 1602. Dementsprechend halt sehr, sehr alt schon. Aber schon damals muss man sagen, oder darf man auch sagen,
Was auch ein bisschen klar, wohin die Anno-Saga bzw. die Anno-Spiele ein bisschen hindriften werden, was eigentlich das Spielprinzip ist. Wodurch es natürlich mit jedem Teil ein bisschen erweitert wurde. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hier hätte ich 100% Kakao. Oder Kakao. Kakaroto. Ich baue hier auch mal hin. Aber nur wegen den Ressourcen und so, vor allem weil ich sehe, dass ich hier Kakao zum Beispiel 100% hätte. Was eigentlich auch nicht so schlecht wäre. So, aber generell die Fläche ist irgendwie egal. Beide Inseln einfach zum Kotzen quasi. Bleiben doch erstmal hier, komm. So, erstmal so viel irgendwie geht zurückschicken. Und dann mal gucken, okay, weiter kleiner ging nicht. Bauen wir mal ein bisschen, wa? Generell für den Anno-Teil, brauchen wir immer zuerst? Ich würde sagen, erstmal etwas für Nahrung. Wie eine Fischerhütte. Dann natürlich noch etwas, wir bräuchten Webstube. Nee, noch nicht, aber vielleicht wäre ein Forsthaus nicht schlecht. Ja, wobei hier jetzt vielleicht ein bisschen doof ist, wenn ich hier so viele wilde Tiere habe. Obwohl. So, warte mal. Wenn ich richtig erinnere, ja, ich kann sie hin und her drehen, das weiß ich noch. Verkleinern geht leider nicht mehr, nicht weiter verkleinern. Machen wir die Ansicht. Ne, ich wollte gerade irgendwie... Es gab noch etwas mit Info. Diplomatie. Auch hier wieder zum roten Spieler. Okay. Okay, jetzt wird's gehen. Auslastung 100%. Gut. Soweit nicht schlecht. Dann gucken wir doch mal, was wir sonst noch so weiter haben. Wie schon mal erwähnt, eine Fischerhütte wäre nicht schlecht. Vielleicht versuche ich es mal so. Eine links, eine rechts. Bin gespannt, ob es klappt. So, kann man wieder direkt raus. Dann muss ich hier wieder irgendwie raustippen. Okay. Der Rest ging jetzt noch nicht. Dann müssen wir ganz kurz gucken. Webstube, ja, vielleicht. Ne, erstmal müssen wir erstmal ausbauen können. Marktplatz. War das ein Spiel, wo Marktplatz und Kontor das gleiche waren? Nö, man sieht es relativ deutlich. Also Spiele, dass die gleiche Funktion hatten. Das gab's mitunter. Im Konto 1 tue ich nur an See, das andere wäre Konto 2. Ja. Geht so jetzt gerade nicht, da müssen wir ganz kurz gucken, was wir sonst so weiter haben. Hier ist nur zum Abreißen. Ja, ich möchte dann gerne irgendwie weiter ins Innere. Anlegestelle. Ihr mich auch, ihr mich auch. So, Kapelle, nee, baue erstmal Marktplatz, das ist klar. Bin ein bisschen eingeschränkt, wie weit ich hier machen kann. Ich mache aber trotzdem mal... Ja, komm, nee, da bringt doch nichts. So. Tja, hier sehe ich deutlich, wo ich komme. Fischerhütte sorgen für die Nahrung. Forsthaus, okay. Aber ich habe nur gerade die Bilanz noch stehen. Nee, gerade so nicht, oder? Also gut, doch, hier natürlich. Ja, er muss wieder reinkommen. Wie gesagt, der ist lange, lange her. Webstube, da ist klar, wofür es eigentlich wäre. Nur frage ich mich halt beim besten Willen, wie konnte ich schon wieder Code Nummer 2 aktivieren. Ging das noch wie früher? Nee. Ah, andere Taste. Ah doch, ging okay. Marktplatz erweitert. Aber das ist doch das erste Anno, war krass. Ja, gewisse Dinge behält man halt doch noch irgendwie im Kopf. Auf irgendeine Art und Weise. Okay, Marktplatz ist klar. Da wird es mal Zeit, die ersten Häuser zu bauen, weil wir brauchen langsam ein bisschen Kohle.
Die Musik ist überhaupt nicht stressig oder so. So, ich glaube, hier war das noch anders mit dem Brückenbauen. Stimmt das oder stimmt es nicht? Genau, hier muss ich Holzbrücken noch so bauen. Ist ja eigentlich in allen aktuellen Annos anders, da baut das automatisch. Sagt mir aber schon, hey, kostet wirklich ein bisschen mehr. So, dann gucken wir noch hier mal. Können wir noch ein Häuschen, könnten noch ein Häuschen bauen. Machen wir es doch einfach mal. So, Steuern hochsetzen. Wäre es eine Option? Ich glaube schon, wa? Die dürfen alle mehr Steuern zahlen. Sehr gut. Verlangen nach einer Kapelle. Oh, sie verlangen, Freunde. Sie verlangen nach einer Kapelle. Oh, oh, oh. Muss natürlich sofort sputen, ist klar. Aber das wird schwierig, weil mir fehlt das Holz. Okay, erstmal ein Fullspeed. Und da ist wieder das Holz. Aber ich setze generell mal auf doppelten Speed. War es nicht auf vierfachen, wie ich vorhin hatte, aber auf doppelten, damit es ein bisschen schneller vorwärts geht. Sonst zocken wir hier morgen noch. Hier wird also sowieso, glaube ich, nichts bauen. Also kann der mal hier hin. Ja, hätte ich so drehen können. Moment, ich muss ganz kurz hier. Machen wir es so, wa? Okay, da wieder warten. Immerhin haben sie jetzt mal die Kapelle. Verlangen nun nach Stoffen. Ja. Verlangen ein bisschen nach viel, meine Bewohner. Stoffe. Ja, damals war es noch so, dass man nicht angezeigt bekam. Ah doch. Okay, haben nichts gesagt. Was die einzelnen Häuser genau machen. Ja gut, doch so. Also die Jagdhütte wird dann Nahrung generieren. Das dachte ich mir vielleicht für unten noch zur Unterstützung der Fische. Webstube macht ihn aus Ding. Ja, die Relation war noch nicht da, genau. Gut, ich würde, da hätte sowieso gesagt, ich würde es gerne irgendwie hier draußen machen. Ich habe natürlich noch kein Konto 2, wa? Immer noch ein Konto 1. Was für ein Scheiß. Marktplatz ist, glaube ich, teuer, wa? Oh ja, der kostet. Vor allem Werkzeuge. Ich kann ein bisschen mit den Werkzeugen sparen. Moment, ich sehe gerade etwas, was mich beunruhigt. Zu weit weg oder was? Junge, geh doch mal holen! Piraten, dein fucking Ernst. Volle Breitseite! Man geht hier um die Auslassung, da müssen wir ein bisschen Bäume pflanzen. Und tschüss. Ich geh mal gucken, was er hat. Da war das einfach nur symbolisch. Ich glaube, das war nur symbolisch, wa? Ne, eben. War nur symbolisch. Ich kann auch nichts machen oder so. In die Wanten! Schade. Das mit Nahrung oder so, generell sehe ich es so nicht. Dafür müsste ich, glaube ich, schon eher direkt hier drauf gehen. Mir das angucken. Eben generell Nahrung sieht noch gut aus, wobei das kann ja täuschen. Das sind nur 26 Tonnen. Jetzt lassen wir das Frosthaus beobachten. Warum ist die Auslassung so gering? Doch hier überall. Wir müssen die Bäume erstmal wachsen, ja, aber. Ich finde das sehr creepy.
Was ist das Problem? Auch jetzt echt hier nochmal ein zweites Forsthaus? Ich bin gar nicht mehr sicher, ob das Anu war, wo ich darauf achten musste, wo ich die Straße verlege. Also sprich wegen dem Eingang. Damit es auch immer zum Eingang vom Haus passt und so. Oder den Zugang wohl eher. Ich glaube nicht, dass es das Anu war. Egal, wir sehen es relativ schnell. Okay, dem geht es ja besser als dem da unten. Hä? Warum? Ich habe jetzt gerade was gesehen, das irgendwie vom Wachstum her und so, aber... Hier geht es immer weiter runter, es gibt keinen Sinn, Freunde. Vor allem, weil... Die beiden fassen sich, also ich meine, die beiden Gebiete überschneiden sich überhaupt nicht. Hä? Okay. Das macht mal sowas von gar keinen Sinn. Sorry, aber irgendwas ist hier wieder creepy. Da muss er erstmal hier ein bisschen Bäume pflanzen. Keine Ahnung. Irritiert mich leicht, aber was genau jetzt hier der Bug sein soll. Ich hab keinen Plan, Machen wir doch mal ganz kurz eine Schaffarm. Problem ist mit dem Konto. Ich müsste irgendwie in der Lage sein, noch ein zweites zu bauen. Und was da mit dem Marktplatz, bin ich mir ganz sicher. Hier geht's einfach nicht. Hier doch nochmal so einen hin. Geh auf Fullspeed, ich brauche das Holz. Holz! Ohne Holz nichts los, wir wissen es alle. So. Im Prinzip die Schaffarm muss ich noch nicht verbinden. Eigentlich erst die Webstube, weil ja, die Wolle selbst brauche ich gar nicht. So, jetzt hat er zu viel Wolle, weiß nicht wohin damit. Was soll diese creepige Musik? Kann sich echt fragen, oder? So. Dann hätten wir das jetzt mal. Und kann theoretisch anfangen, noch hier weitere Häuser zu bauen, sobald ich da ein bisschen Holz habe. Was ich mit dem Werkzeug mache, weiß ich noch nicht so genau. Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ja, man sieht es auch ein bisschen. Ich meine, die alten Nano-Teile waren noch nicht solche. Das gehört ja damals zur damaligen Generation. Oh, ich habe jetzt Holz gebraucht. Zur damaligen Generation, wo man halt noch nicht so sehr in die Hand genommen wurde und noch sehr, sehr viele selber rausfinden musste. Oh, die steigen selber auf. Siedler. Aha, spielen wir jetzt Siedler 5 oder was? Ich glaube, man konnte damals noch gar nicht verhindern, dass die automatisch aufstiegen. Wenn es auch für sie gut war, dann... Sie verlangen nach Alkohol, natürlich. Ja, ich habe Baumwolle, Kakao, Gewürze. Ich habe nirgendwo gesehen, dass ich irgendwie was anderes hätte. Und jetzt auch nicht repariert. Kann ich nicht irgendwie Schiffe reparieren?
Das ging irgendwie. Ja, weil wir hier Piranen unterwegs sind, also wäre vielleicht schon cool. Warte mal. Die ist noch gar nicht da, aber gewisse Gebäude müssen jetzt schon freigeschaltet sein. Da kann das mit dem Alkohol auch erst dann, wenn ich halt... Die Auslagen 42. Ich brauche eine Webstube doch 2 Schafe, damit das klappt. Auf alle Fälle brauche ich mehr Holz. Ja, wobei, wir wissen, was passiert mit dem Meerholz. Aber ich habe jetzt auch weniger Werkzeuge. Was nicht ganz so schön wäre. Ansonsten, ja. Schön, der ist also da mit dem Alkohol. Toll. Gehen wir da auf Fullspeed, weil ich möchte gerne also noch ein paar weitere Häuser entwickeln. Ansonsten ist ein kleines Problem. Lernen Sie ihm noch schlecht, dankeschön. So. Ja, beeinflussen kann ich es nicht groß. Müssen die Steuern niedriger sein, ne? Wenn die Steuern tief sind, dann gehen... ja, dann entwickeln sie sich, weil, ist logisch, hey, dann sind sie im grünen Bereich, wie es nach Anno damals so war. Die guten alten Anno-Zeiten. Also heißt alt, 1404 und so, ist noch nicht so alt. Okay, aber sehr fleißig und abholen sind sie noch nicht so wirklich. Was ist das hier jetzt? Aha, ab dann sind sie zufrieden. Ui! Gebt Breitseite! Na, wir gehen nicht ganz hoch, okay. Mit den Piraten ist ein kleines Problem, weil ich weiß ja, wie ich die reparieren kann. Da kommen rote Schiffchen, schön. Ja, vor allem, ich habe jetzt eigentlich alles, was sie brauchten. Sind auch alle zufrieden, aber irgendwie entwickeln wir uns noch nicht, oder? Der ist schon entwickelt, da ist klar. Hä, dann muss die Relation wieder höher sein. Nee, komm, ich habe 2, 3, 4, 5, 6, 7 Häuser insgesamt. Da kann also schon ein Haus von denen oder mehrere Häuser von denen irgendwie aufsteigen. Bevor die Relation viel höher sein muss. So. Also ich glaube, jetzt einfach erwarten, dass sich eines meiner Häuser entwickelt. Ein weiteres von denen natürlich. Und vor allem, was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, dass ich endlich mal neue Sachen bauen kann. Sehen, das war... Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, schön. Ich würde gerne mal meins reparieren lassen. Vor allem, ich biete es an und sage, ich habe es sofort. Okay.
Geht natürlich auch so. Bilanz immer noch scheiße. Aber keines meiner Häuser hat es mit den Werkzeugen zu tun? Nee, da kann ich mir nicht vorstellen. Also von wegen, dass er halt mehr Werkzeuge bräuchte, damit das irgendwie klappt. Nee, nee, nee. Dass sie 4 Werkzeuge brauchen, um ein Haus aufsteigen zu lassen. Nee, nie im Leben. Aber ist schon ein kleines Problem. Weil ich kann ja schlechter zum Gegner gehen und sagen, ey du, ich hab Probleme, bitte gib mir Werk. Gut, doch, Werkzeuge einkaufen kann ich, ja. Da ging das damals gar nicht anders. Und Schiffe reparieren ging aber nur in der Werft, oder? Aber warum kann ich dann nichts Neues mehr bauen? Das heißt, man alles muss gebaut haben, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre ein bisschen sehr creepy. Ich kann noch eine Jagdhütte bauen, weil wir das noch nicht haben, aber das würde mich jetzt stark wundern. Hafen anlegen, ja die Anlegestelle, aber wir haben hier schon eine Anlegestelle, also noch mehr bräuchte ich noch gar nicht. Aber an Ziegel dazu geht das auch nicht. Ja, also der müsste eigentlich in der Umgebung, weil es ja ein bisschen wild hat und so, müsste eigentlich da jagen können. Vielleicht kann er es, vielleicht kann er es auch nicht. Aber dass sich hier keine weiteren Häuser entwickeln, finde ich sehr creepy. Und auch hier kann ich, okay, Moment, hier kann ich sagen, hey, kein Baumaterial überlassen, okay. Hä? Ah, okay, direkt so geht's. Einen Händler anfordern. So, damit sie auch, damit sie irgendwie was bauen. Also Werkzeuge ist gut. Quatsch, Nahrung ist gut natürlich. Wolle kommt uns auch ein bisschen hoch. Holz wäre gut. Was halt fehlt, sind Werkzeuge. Und vor allem neue Bauoptionen. Weil auch wenn ich jetzt mit dem Schiff irgendwie sage, hey, ich suche mir eine Gewürzeinsel. Beziehungsweise, nee, die habe ich ja, Entschuldigung. Eine Insel mit Alkohol. Ja, kann ich schon machen, aber ich habe gar keine Option, um die anzubauen. Ich müsste erstmal die Option haben, damit ich das anbauen kann. Das war ja aber auch schon, ich glaube schon bei fast allen Anno-Teilen, dass man irgendwie gesagt hat, hey, okay, du baust irgendwie zuerst mehr Bewohner von der und der Sorte und die schalten weitere Güter frei. Produktionsketten. Wäre ja alles kein Problem. So, müssen wir Werkzeuge, dankeschön. Wäre alles kein Problem, aber die müssen mal aufsteigen. Warum steigen die nicht auf? Ich habe sie freigegeben. Deaktiviert, aktiviert. Jetzt können sie selber irgendwie aufsteigen. Im Gegensatz zu anderen Anno-Spielen sehe ich ja nicht, dass sie aufstiegsbereit wären. Ich kann sie ja nicht manuell aufsteigen lassen. Ich kann jetzt hier nochmal aus Testweise gar keine Steuer machen. Auf Fullspeed. Und jetzt müsste doch mindestens ein Haus aufsteigen. Da frage ich mich halt wirklich, ist das jetzt ein Bug? Habe ich irgendwas verpasst über die Jahre? Oder einfach irgendwas vergessen? Ist hier in diesem HD-Remaster irgendetwas komplett anders als früher? Also kannst du mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was man sieht, dass die Musik sehr, sehr leise ist, warum auch immer. Ja, wobei, Geräusche gehen eigentlich wieder, wa? Ist generell, glaube ich. Ja, Okay, Freunde, ja, ich würde sagen, wir beenden hier mal dieses Let's Show. Zur History Edition von Anno 1602. Wie gesagt, ich verstehe zum einen, das sind zwei Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Erstens, warum kann ich keine weiteren neuen Güter oder Produktionsketten anbauen? Sprich, warum habe ich nicht weitere Gebäude zur Auswahl? Vor allem das, also eben vor allem mit dem Alkohol. Ich muss das ja irgendwie, muss es ja möglich sein, dass ich irgendwie Alkohol anbauen könnte. Ich habe aber keine zur Option. Die gewöhnlichen Standardgebäude
Hat das wirklich damit zu tun, dass ich halt noch zu wenige Siedler habe? Wovon ich jetzt auch mal ausgehe. Und falls dem so ist, warum zum Henker, und das ist eigentlich die größte Frage, warum steigen die Siedler nicht weiter, also meine Pioniere nicht weiter auf zu Siedlern? Die sind alle zufrieden. Also wie ich das jetzt hier sehe, ich meine, sie haben so meine Nahrung, Gesamtversorgungsgramm mit Bedarfsgütern, sind alle zufrieden. Ich habe die Steuern für sie alle runtergesenkt. Ich mache jetzt halt mega Verluste, aber egal. Nicht so wichtig. Aber trotzdem, es klappt einfach nicht. Sie steigen nicht weiter auf. Und von der Relation her, es kann nicht sein, dass ich noch mehr Gebäude brauche. Nur damit dann einzelne Gebäude aufsteigen. Oder war das... Nee, das manuell war es ja auch nicht so, weil ich habe keine Option. Ich habe öffentliche Gebäude, ja, ein Haus. Ich kann ja da nichts upgraden oder so, das geht ja nicht. Ja, ich kann abreißen, klar, ich kann jetzt hier ein Siedlerhaus abreißen, schön. Das könnte man ganz kurz versuchen, Freunde, warte, Moment. Okay, jetzt wurde ein anderes Haus zum Siedlerhaus. Hä? Ist auch bitte 2? Drei? Hä? Muss aber ein ganz mieser Bug sein, die irgendwie... Wenn das, was er jetzt hier hatte, das irgendwie unterbrochen hat, den ganzen Zyklus und fertig. Ja, jetzt haben wir jetzt so neue Straßen, also Pflasterstraßen. Hat dann die Option mit der Feuerwehr. Rinderfarm für noch mehr Fleisch, ja. Webstube, Fleischerei, Steinmetz. Okay, wie bereits erwähnt, sehr, sehr creepy. Wenn das mit dem Alkohol kommen würde, weiß ich jetzt noch nicht genau, vor allem es wird nicht irgendwie großartig dargestellt. Aber um das geht's gar nicht. Aber der Bug hier mit den Siedlern, der mich jetzt noch ein bisschen sehr verwirrt. Okay, dann hätten wir das jetzt eigentlich soweit mal geklärt. Funktioniert soweit alles wieder. Warum auch immer. Das Einzige, was jetzt noch ist mit meinem Schiffchen, wann ich das reparieren kann und vor allem, was passiert, wenn jetzt das irgendwie versenkt wird. Ich meine, ich habe hier keine neutralen Kräfte, wo ich plötzlich ein neues Schiff kaufen könnte oder so. Hätte ich dann schon die Möglichkeit, ohne jetzt irgendwie andere Güter, die ich brauche für die Siedler, in diesem Fall halt Alkohol, dass ich irgendwie sagen könnte, hey, ich kann trotzdem alles soweit bei mir aufsteigen lassen, damit ich nachher, oder hätte die Möglichkeit auf einer einzigen Insel, um mir halt eine Werft zu bauen für neue Schiffe. Weil das war ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, war. Dass man oftmals eine Werft erst bei der 3. Zivilisationsstufe bauen konnte. Um die zu erreichen, musste man schon auf andere Inseln, weil man andere Güter brauchte, etc. etc. Ja, gucken wir mal, jetzt kommen wir nach Tabakwaren, Gewürzen. Gewürz kann ich hier selber anbauen, das wissen wir. Auf der anderen Insel da drüben, das ist ja auch kein Problem. Okay, aber es kommt langsam ins Laufen, Freunde. Oh mein Gott. Was für eine seltsame, sagen wir jetzt auch mal, Kampagne, Ne, Moment, das war falsch. Ich wollte eigentlich den Auftrag sehen. Also klar, ich brauche 10 Aristokraten. Das wäre eigentlich das Ziel für hier, damit es endlich weitergeht. Damit wir eigentlich das erste Kapitel der Kampagne geschafft hätten. Oh mein Gott. Ja gut, ich sage soweit schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich speichere mal hier ganz kurz, weil es wird langsam mal nötig sein. Mach den mal zu Kampagne. Noch ein weiteres Häuschen wurde abgegradet, sehr schön. Kampagne P01, Part 01. So. Spielstand gespeichert. Vielen Dank, liebe Spiel. Gespeichert. Ja, sogar zweimal. Wie geil ist das denn bitte? Nee, Moment, wir gehen schon wieder. Also ein bisschen anders als früher war. Doch, das war auch über Speichern und dann Ende. So. Freunde,
das war's mit diesem einstündigen Let's Show, Let's Test oder Let's Bug Finding, Let's Bug Viewing, kein Plan, zu Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Dem ersten Teil der Anno-Saga. War sehr, sehr schön für mich, wieder mal ein bisschen reinzukommen, wieder mal so zu erleben, wie es damals war. Mit so ein, zwei Bugs, wo man sich fragt, okay, war das früher auch schon so oder ist es einfach mich zum Teil verklickt oder ist irgendwie einfach komplett anders oder so oder kein Plan. Hoffentlich trotzdem, es hat euch sehr, sehr gut gefallen und ja, würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Teil der Anno-Saga wieder, dann in 1503. Da hat er auch ein paar Neuerungen gehabt und glaube ich auch weniger Bugs? Nee, Quatsch, keine Ahnung, vielleicht, doch, wer weiß, ist auch egal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bin sehr gespannt, wie es für euch so war. Bitte schreibt es in die Kommentare, was ihr so fandet zu Anno 1602. Und natürlich, ob ihr gerne eine Fortsetzung haben würdet, sei es irgendwie Endlosspiel oder sei es vor allem für die Kampagne. Oder ob ihr auch sagt, nö, das war nett und so, aber Vergangenes sollte man Vergangenheit sein lassen. Dass wir uns dann lieber auf die anderen Spiele konzentrieren. Ich weiß, ihr seid ja vor allem große Fans von 1701 und natürlich 1404. Aber hey, wer nicht?